Ein Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinnsausblick. Gestern habe ich auch schon ein Video hochgeladen, da ging es auch schon mit diesem Hintergrund online. Also hier ist übrigens der Neuzeit-Bayer, Wahblät der Hergerät. Ich habe heute ein kleines Thema, das betrifft jetzt nicht Malta, wo ich mich momentan befinde, sondern das betrifft etwas von zu Hause. Und zwar geht es um die S-Bahn München, die ja der Deutschen Bundesbahn gehört. Und das ist der absolute Wahnsinn. Wenn ich heute schaue, 22.12. 14:45 S8 München, Ostgermering, Unterpfaffenhofen, Auswahl von S-Bahn des 10-Minuten-Taktes auf der Linie S8. Die S-Bahnen fallen jeden Tag aus. Wenn zum Beispiel eine kleine Schneeflocke auf ein Eisenbahngleis fällt und es ist auch noch eine Weiche daneben, dann verbiegt sich die scheinbar und aufgrund des Verbiegens können es dann schon weiter nicht mehr fahren. Also das ist doch momentan der absolute Wahnsinn. Ich habe auch schon mitbekommen, dass einige Kollegen ihre Fahrkarten verbrennen, was natürlich sehr viel bringt, wenn ich davor 50 € bezahlt habe und sie dann verbrenne. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich eine gute Demonstration. Erinnert mich ein bisschen an die BH-Ausziehgeschichten der Dame. Was war das damals? Keine Revolution? Eine Evolution? Ja, weiß ich nicht. Mit Fremdsprachen habe ich es nicht so. Auf alle Fälle absoluter Wahnsinn. Man traut sich ja überhaupt nicht mehr irgendwas zu planen, wo irgendwie die S-Bahn München dabei ist. Hallo S-Bahn München, kriegt sie das mal langsam gebacken, dass das Ding wieder läuft? Absoluter Wahnsinn. Und wer da derselben Meinung ist, der gibt jetzt einen Daumen hoch und wir demonstrieren für freie S-Bahn. Weg mit den Gleisen. Servus.